So, wir machen eine Entdeckung. Erst einmal den Lichtschalter finden. Welche machen wir? Der Lichtschalter. Da vorne. Los, schauen wir uns um. Gretchen, jetzt haben wir soft wie in einem Flipperkasten. Hast du den riesigen Teilchenbeschleuniger da gesehen? Teilchenbeschleuniger. Dazu kommen wir gleich. Eine Schnappflaschen. Schon, oder? Pfandflaschen. 15 Pfennig sind 15 Pfennig. Keine Ahnung, wofür die wohl verwendet werden. Solche Geräte hatten wir nicht einmal an der Uni. Diese ganze moderne Hardware muss ein Vermögen gekostet haben. Moderne Hardware, das Ding. Was für eine gigantische Anlage. Lauter wunderliche Gerätschaften. Damit würde ich alles kaputt machen. Das ist ein Gretchen. Warte, was? Irgendeine Idee? Wer oder was wohl hinter all dem hier steckt? Ich bin übrigens in die Fänge eines verrückten Wissenschaftlers geraten. Unter anderem. Du bist wohl zu hart auf den Kopf gefallen. Nein, nein. Wirklich wahr. Weiter unten im Tal ist ein altes Sanatorium. Ich dachte, da wohnt schon lange keiner mehr. Doch, Wissenschaftler. Zumindest einer. Und der hat super verrückte Tests mit mir gemacht. Tests? Genau. Farben angucken. Persönliche Fragen beantworten und solche Sachen. Tannhauser, bist du sicher, dass du nicht einen leichten Hirnschaden davon getragen hast? Ein kleiner. Eigentlich schon. Ich habe dein Camp draußen gefunden. Ja, ich hatte noch auf dich gewartet. Aber als du dir so lange Zeit gelassen hast, bin ich schon mal vorgegangen. Okay, ich überlege mir was. Okay, Babe. Ich denke mal was aus. Das ist der Aufzug, kann es sein? Es scheint ein Defekt vorzuliegen. Selbstverständlich liegt hier vor. Was geht da rum? Ein Öffnungsmechanismus. Die Tür ist natürlich blockiert. Fehler. Speicherüberlauf. Hallo? Jemand da? Na klar, noch eine verschlossene Tür. Das ist eine Platine, Fehler. kann es sein? Wobei, Speicherüberlauf. der schluckt mich gleich, oder? Dieser Todesfalle komme ich lieber nicht zu nahe. Irgendetwas Fehler. stimmt nicht mit dem Motor, der Speicherüberlauf. dieses Sonnensystem antreibt. Als wäre das Universum aus dem Gleichgewicht geraten. Fehler. Speicherüberlauf. Ich habe ein eindrucksvolles Modell unseres Sonnensystems entdeckt. Es zeigt unsere 9 Planeten außer Balance. Fast so, als gäbe es eine Störung im interplanetaren Gleichgewicht. Ein Ereignis, das die alten Griechen als Ekpyrose beschreiben. Eine verhängnisvolle Schieflage des Universums. Ob ich daraus ein schlechtes Omen ableiten sollte oder ob das Gerät einfach nur defekt ist, kann ich nicht sagen. Eigentlich weiß ich nicht, ob es überhaupt irgendeine Bedeutung hat. Fehler. Speicherüberlauf. Speicherüberlauf, wer sagt das? Wer da? Drück mal drauf. 64 Kilobyte Hauptspeicher Fehler. auf isolinearen Chips. Speicherüberlauf. Mein lieber Kannst du Scholli. bitte diesen Lärm abstellen? Gretchen, das ist die Zukunft. Den Lärm abstellen. Da verbräuchte wahrscheinlich das Ding, oder? Tannhäuser, wirf die Flaschen rein. Speicherüberlauf. Die bringt dir was.
Ich habe das Universum wieder ins Gleichgewicht gebracht. Aha. Geht am besten mit den Bierflaschen. Fehler. Speicherüberlauf. Warte, den Chip habe ich. Einen damit. Fehler. Speicherüberlauf. Du hast wohl nicht mehr alle Riegel im RAM. Eindringlingsalarm. Eindringlingsalarm. Bitte identifizieren Sie sich. Identifizieren. Und wenn ich mag. Und wenn ich mich nicht identifizieren will? Es tut mir leid. Ich darf nur autorisierten Personen Zutritt gewähren. Ich bin Hans und habe deinen Arbeitsspeicher defragmentiert. Ich kenne Sie nicht, Hans. Ich darf nur autorisierten Personen Zutritt gewähren. Das führt doch zu nichts, Tenhauser. Wir brauchen Gewalt. Wir brauchen Gewalt. Warte mal. Geht nicht da was? Es scheint ein Defekt vorzuliegen. Den Defekt haben wir immer noch. Die Tür ist natürlich blockiert. Eindringlingsalarm. Eindringlingsalarm. Bitte identifizieren Sie sich. Ich sage mal, ich muss den Computer austricksen. Hi, du kannst mich Hans nennen. Ich kenne Sie nicht, Hans. Spielt es eine Rolle? Ich darf nur autorisierten Personen Zutritt gewähren. Und wenn ich nicht autorisiert bin? Es tut mir leid. Ich darf nur autorisierten Personen Zutritt gewähren. Wie ist denn dein Name? Mein Name Aber ist hallo. Barbarossa 2000. Ich überwache diese Station. Kannst du nicht einfach diese Tür für mich öffnen? Nicht möglich. Das führt doch zu nichts, Tenhauser. Wir brauchen Gewalt. Barbarossa. Das drum da. Was ist das hier für eine Station? Diese Station wurde von der Millennium-Kooperative gebaut. Ich darf nur autorisierten Personen darüber Auskunft erteilen. Wer hat dich konstruiert? Dr. von Streck und Dr. Römmler haben mich entwickelt. Ich bin Eigentum der Millennium-Kooperative. Dr. Römmler, kennen wir den nicht? Kann ich sehen? Ich bin es, Dr. von Streck. Negativ. Ihr Sprachmuster stimmt nicht mit dem von Dr. von Streck überein. Ich sag doch, die Dinger sind zu nichts zu gebrauchen. Wie lange bist du schon hier? 16 Jahre, 304 Tage und 9 Stunden. Wie werde ich autorisiert? Nicht möglich. Ich kann sie nicht autorisieren, da ich sie nicht kenne. Bist du nicht einsam, so allein hier unten? Geduld liegt in meiner Natur. Meine Erbauer haben mir versichert, dass die Station nur vorübergehend stillgelegt wurde. Und wenn Dr. Römmler etwas zugestoßen wäre, dann könnte er seine Arbeit niemals fortsetzen. Dr. Römmler hat mir versichert, dass die Arbeit bald fortgesetzt wird. Dr. Römmler ist mein Freund. Warum sollte er mich belügen? Vielleicht war ihm die Wahrheit unangenehm. Ihr Standpunkt ist nicht logisch. Wie Warum könnte nicht? ich mich dann auf die Aussage von Menschen verlassen? Nein. Eben. Kannst du nämlich nicht. Ich habe einen Hitzestau in Segment B23. Ein Hitzestau. Haben wir einen Glück gemacht, schön.
Es qualmt. Das hat gut getan. Bei der Barbarossa. Versucht nicht das. Damit Kannst du mich brennt. vielleicht doch durchlassen? Es tut mir leid. Ich darf nur autorisierten Personen Zutritt gewähren. Sie können aber gerne hier warten. Ich würde Ihre Gegenwart genießen, aber ich darf nur Personen Zutritt gewähren, die ich kenne. Ja, bitte. Wir können uns doch kennenlernen, oder? Hätte ich gesagt. Und das, obwohl ich dir geholfen habe? Es tut mir leid. Ich darf nur autorisierten Personen Zutritt gewähren. Freunde, wir brauchen Gewalt. Kannst du mich vielleicht doch durchlassen? Es tut mir leid. Ich darf nur autorisierten Personen Zutritt gewähren. Sie können aber gerne hier warten. Ich würde Ihre Gegenwart genießen. Bitte, bitte, bitte. Nicht möglich. Also bitten bringt nichts. Kannst du mich vielleicht doch Ich durchlassen? glaube, wir müssen den Es überlisten. tut mir leid. Ich darf nur autorisierten Personen Zutritt gewähren. Sie können aber gerne... Ich würde... Aber du kennst mich doch. Ja. Sie sind Hans. Eben. Stell dir vor, Dr. Römmler kommt nicht wieder. Dann wäre ich dein einziger Freund. Sind Sie mein Freund Hans? Aber selbstverständlich. Dein allerbester und einzig wahrer Freund. Das freut mich sehr. Oh, süß, ihr beiden. Nehmt euch ein Zimmer. Jetzt, wo du mich kennst, würdest du mich durchlassen? Aber wenn ich Sie, dich, durchlasse, bin ich wieder allein. Kommst du mich wieder besuchen? Pfadfinder-Ehrenwort. Barbarossa im Druck. Zugang gewährt. Burm, ich bin drin. Gretchen, da schaust du dumm, oder? Das ist es. Das Saturnportal. So, wer Du die hast doch? keine Ahnung, oder? Wie meinst du das? Quantenphysiker, dass ich nicht lache. Ist das eine Pistole? Weg da, Bürschchen. Ich sehe keinen Grund zur Wie schaut denn Gewalt. aus? Gretchen, Hey, dreh durch. hey, hey. Wer wird denn gleich? Bambi, du auch, rüber da. Gretchen, was soll das? Du hast wohl nicht mehr alle Schienen am Gleis. Ihr werdet mir nicht im Weg stehen. Du hattest deine Chance, Tannhauser, aber du musstest mir unbedingt hinterherlaufen wie so ein Hündchen. Das hast du jetzt davon. Aber du hast mich doch mitgeschleppt. Schnabel halten. Bitte, Sie verstehen das falsch. Ich brauche Hilfe. Was bist du denn für eine Wurst? Lächerliche Würmer seid ihr. Vor dem Saturnportal stehen und keine Ahnung haben. Tja. So, wir sitzen jetzt im selben Boot. Mit Ihr Taft. bleibt jetzt hier, ihr Ottos. Aber vorher könnt ihr euch von dieser dämlichen Blechbüchse verabschieden. Die geht mir schon die ganze Zeit auf den Zeiger. Nein! Ja, Josio. Tschüss! Manche Menschen sind Ganoven, andere nicht. Ja, so ist das. Ich kann Aber nicht Rose, wie schaut glauben, denn dass aus? Grete mich so hinters Licht geführt hat. Tja, tut mir leid. Das wollte ich jetzt auch wieder nicht. Wer sind Sie? Und was machen Sie hier überhaupt? Sie waren das! Letzte Nacht bei mir im Zimmer. Gemach, Gemach. Sie haben sicherlich viele Fragen. Das können Sie wohl glauben. Aber zuerst sollten wir uns aus dieser misslichen Lage befreien. Ich nehme an, Sie haben einen Plan, wie wir diese Tür aufbekommen? Sie wissen wohl, was Sie da tun. Wer sind Sie eigentlich? Ich heiße Lazarus Taft und ich bitte die späte Vorstellung zu entschuldigen. Ich bin Reisender, wenn Sie so wollen. Herr Taft, sehr erfreut.
Tannhauser. Sie haben also meine Aufzeichnungen gestohlen. Ja, das war ich. Glauben Sie mir, ich hätte das nicht getan, wenn alles nach Plan gelaufen wäre. Eigentlich wollte ich Sie um Hilfe bitten, aber dann wurde ich von ihr überrascht. Ich weiß, dass es nicht okay war, Ihre Aufzeichnungen zu stehlen. Und es tut mir leid. Ich hätte sie Ihnen auch zurückgebracht. Wirklich. Aber was wollten Sie bloß mit meinen Aufzeichnungen? Das sind doch nur Notizen. Ein paar Kritzeleien. Tja, ich hatte gehofft, damit die richtige Quantenfrequenz einzustellen. Es ist so, ich bin eigentlich nur ein einfacher Reisender. Ich habe keinen Plan von Quantenmechanik. Jedenfalls nicht genug, um das Portal zu verstehen. Sie reden wirres Zeug. Jetzt ist nicht der beste Zeitpunkt, um da ins Detail zu gehen. Okay. Aber was hat das alles mit mir zu tun? Ich brauchte Ihre Hilfe. Sie waren das letzte Puzzlestück. Ich bin über Ihren Artikel in Science Today gestolpert und war 100% sicher, dass Sie der Richtige für mich sind. Um mir zu helfen. Um nach Hause zu kommen. Was zum Geier ist ein Saturnportal? Was meinte sie damit? Das ist eine Metapher. Eigentlich ist das ein ganz gewöhnliches Quantenportal. Du kannst damit in andere Dimensionen reisen. Weit entfernte Sterne und Galaxien. Da komme ich her. Und das ist alles real? Haben Sie eine Ahnung, wer dieses Portal erbaut hat? Die Station hier wurde jedenfalls von der Millennium-Kooperative errichtet. Ich glaube, irgendetwas ist schiefgelaufen, als ich durch das Portal gekommen bin. Sie haben mich mitgenommen und kurz danach die Station aufgegeben. Aber das Portal haben sie ganz sicher nicht gebaut. Wer dann? Wer weiß? Vielleicht ein Naturphänomen? Ein geologischer Wirbel? Ein hochintensiver Meridian? Ein kosmischer G-Punkt? Jedenfalls ist es uralt. Die Tore sind in einem gigantischen Netzwerk miteinander verbunden. Wie Wurmlöcher, die verschiedene Dimensionen verbinden. Und Sie kommen von wo genau? Von der anderen Seite? Also, es ist so, und ich weiß, das ist jetzt vielleicht ein bisschen viel für Sie. Ich bin vor einiger Zeit hier gestrandet. Ich muss unbedingt weg, nach Hause. Verstehen Sie das bitte nicht falsch. Es ist nicht so, dass es mir hier nicht gefällt, aber wenn ich nicht gehe, muss ich sterben. So einfach ist das. Wie Sie vielleicht bereits vermutet haben, habe ich Ihren Lotteriegewinn arrangiert, um Sie hier hinzubekommen. Nicht im Ernst. Also, um das Portal zu steuern, braucht man ein spezielles Gerät. Bei mir zu Hause nennt man es den sogenannten Quantendiskriminator. Den bekommt man eigentlich im Einzelhandel, aber ich habe natürlich keine Ahnung, wie man selbst einen baut. Deshalb Ihre Formeln, Ihre Berechnungen, um die Frequenz zu finden. Allerdings ist der ganze Prozess nicht ungefährlich. Man kann damit den ganzen Planeten vernichten, wenn man nicht aufpasst. Und das genau ist es, was sie gerade macht. Genug geplaudert, verschwinden wir. Wir verschwinden. Ich gehe Schlag auf Schlag mit die Kapitel. Langsam wird's öde. Öde? Geh wieder Wir dumme. sind alle nur Marionetten, Herr Tannhauser. Der Herr Doktor. Möchten wir schon wieder? Sie sind nur eine Spielfigur in meiner neuen Erzählung. Wir sind gerade nicht ernsthaft aus der Telefonzelle gestiegen. Doch, na klar. Welchen Weg hattet ihr denn genommen? Das muss ich nicht beantworten. Wie ist es dort? Auf der anderen Seite, meine ich. Anders. Kann ich nicht so gut beschreiben. Bitte, versuch's. Wie fühlt sich das an? Dieser Übergang, meine ich. Hans, wir haben jetzt keine Zeit dafür. Bitte, ich muss es wissen. Stell es dir vor wie ein Riss. Eine Art Kreuzung in der Raumzeit. Dein Verstand versetzt sich in einen Zustand nahe der Transzendenz. Keine Gedanken, keine Wörter, keine Töne oder Bilder, keine Wahrnehmung des eigenen Selbst. Und plötzlich, bam, siehst du Milliarden und Abermilliarden von Möglichkeiten vor dir explodieren. Erklär mir das genauer, bitte. Also ich bin kein Experte, aber ich glaube, es kommt von dem neuralen Netz, das dein Bewusstsein ausmacht. Während der ganzen Erfahrung löst es sich eine Zeit lang auf und dann fügt es sich plötzlich wieder zusammen. Die Welt um dich herum, ihre Umrisse werden irgendwie verdreht oder verbogen. Du gerätst in einen Zustand tiefer Ruhe.
Jetzt, wo ich so drüber nachdenke, ja doch. Es hat etwas Friedvolles. Und eine Erkenntnis kosmischer Größe, wenn du dich selbst im Universum gespiegelt siehst. Es ist eine ganz außerordentlich wirkmächtige Erfahrung. Solltest du unbedingt mal ausprobieren. Sowas wie, sagen wir, eine substanzlose, unkörperliche Schwärze? Irgendwie energetisch, astronomisch. Leere? Ja, woher weißt du das? Ich glaube, ich habe es gesehen. Pass auf. Du weißt es vielleicht noch nicht, aber du bist etwas Besonderes. Du bist anders. Bitte hilf mir. Hilf mir, einen Weg nach Hause zu finden. Und hilf deinen Leuten hier, indem du diese Frau aufhältst. Ich glaube, sie hat keine Vorstellung, mit welchen Gefahren sie da hantiert. Eure Welt gerät in Auflösung. Alles gerät in Auflösung. Wir müssen sie aufhalten. Aber wie? Wir brauchen einen Quantendiskriminator. Ich möchte mich am liebsten in Luft auflösen. Zu spät. Tut mir leid, ich muss mich kurz hinlegen. Wir können zu mir aufs Zimmer. Das wäre toll. Also wenn das okay wäre. Mir nach.